Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, diesmal zum DFB-Pokal, zweite Runde. Zum Spiel in Kiel. Ja, eigentlich habe ich ja extra eine Playlist angelegt für DFB-Pokal, kann ich mir so schenken, ist dann also quasi ein Spiel drin, das Spiel gegen Holstein Kiel. Ich denke, ja, Fazit können wir ziehen wie im letzten Spiel. Ja, am Ende verdient verloren, weil wir es einfach nicht so sehr gewollt haben wie Kiel, würde ich sagen. Ja, außerdem ist Kiel ein Zweitligist und wenn die dann das Unentschieden halten und ja, dann ist es am Ende verdient, muss man halt einfach so sagen. Das war halt von unserer Seite einfach zu wenig. Aber es war natürlich auch wieder völlig unnötig, ja. Die Gegentore, ja, also so Geschenke verteilen, das ist natürlich ein Witz. Ich habe mir noch gedacht, so ab der 60. Wow, diesmal spielen wir nicht aufs 3-1, sondern eiern da rum, schaukeln das nach Hause. Was ich im letzten Video ja noch moniert habe. Ja, ob man das gegen Zweitligisten machen muss, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich fand es schon okay, dass sie es versucht haben, aber man sieht, selbst das klappt nicht. Dann kriegt man halt in der 94. Minute noch so ein Ding da rein, was eigentlich absolut nicht passieren darf. Sollen uns nichts vormachen. Auf der anderen Seite, das ist Pokal. Ja, ich gönn's den Kielern. Wer die Freude gesehen hat nach dem Spiel, so hätten wir uns halt einfach nicht gefreut, wenn wir weitergekommen wären. Und von daher, ja, bleibe ich dabei, dass es verdient ist für Kiel. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt mal einen Blick auf die Statistiken werfen und dann möchte ich so auf 2, 3 Spieler ein bisschen eingehen. Aber insgesamt die Mannschaft war halt einfach ideenlos. Ja, und man hat gemerkt, das waren ja vielleicht 4, 5 Spieler auf dem Platz, die wollten. Der Rest, ja, hat Alibi-mäßig irgendwas gemacht. Ne? Und ja, das ist halt nicht FC Bayern like, wie man so schön sagt. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der fehlenden Fitness liegt, ob es halt einfach jetzt auch die Müdigkeit im Schädel ist, dass man immer gewinnen muss und immer gewinnt. Und ich denke, das ist dann irgendwann ganz normal. Und ja, mein Gott, jetzt haben wir ein paar Spiele weniger. Müssen wir das Positive sehen. Dafür natürlich schon ein Titel weg. Aber ja, dass die Saison nicht so laufen wird wie die letzte Saison, denke mal, das war jedem klar. Ich habe ja sogar vor der Saison gesagt, dass ich gespannt bin, inwieweit die Motivation überhaupt da ist. Aber heute hat man halt über der Hälfte der Mannschaft gesehen, dass einfach gar keine Motivation da war, sich nochmal zu quälen, nochmal Gas zu geben. Ja, und den Rest tut aktuell auch der Hansi dabei, der kein glückliches Händchen hat mit seinen Taktiken und Aufstellungen und ja, wie schon in der Kommentare vom Rico stand, ich verstehe halt auch nicht dieses System, was wir spielen. Also verstehe nicht, dass wir da diese 2 Achter haben und einen Sechser und gerade im Spielaufbau, also das ist alles irgendwie, weiß ich nicht. Man hat es heute gesehen gegen Kiel, die standen hinten drin, was sie konnten. Ja, und wir haben keinerlei Ideen gehabt. Keinerlei Ideen. Wir haben nur quer gespielt. Ich habe nicht mal einen Ball in die Mitte, in die Tiefe gesehen. Das kam erst ins Spiel, als der Rocker auf dem Platz war. Der hat dann 3, 4 Bälle mal in die Tiefe gespielt. Und nicht nur quer und hintenrum als Mittelfeldspieler. Ja, das geht uns völlig ab. Also die 6er- und 8er-Position hat man heute gesehen. Ja, ganz schlecht. Ganz schlecht. Aber gut, wie gesagt, da gehen wir jetzt gleich mal nochmal drauf ein. Ich würde sagen, wir hauen uns erstmal die Statistiken rein. Ich habe auch noch nicht geguckt. Vielleicht überrascht mich der Knabri wieder, aber den habe ich heute unterirdisch gesehen. Werde ich euch dann auch gleich sagen, warum, wieso, weshalb. Gut, Ballbesitz 39:60. Ja, es ist der zweiten Halbzeit geschuldet, ne? Wo es in der Verlängerung ja wieder pro uns war. Abseitsstellung
13-3. Ja. Fouls 17-14, Zweikämpfe 46-54. Schüsse insgesamt 7-23. Schüsse aufs Tor 3-9. Alter, ich habe keine 9 Torschüsse von uns aufs Tor gesehen. Keine Ahnung. 15 Ecken, wovon nicht eine nur annähernd gefährlich war. 17-24 Flanken. Gewonnene Zweikämpfe, Davis 11, Musala 9, Saar 9. Ja, auch wenn Davis und Saar hier mit gewonnenen Zweikämpfen glänzen, waren die beide heute unterirdisch schlecht, in meinen Augen. Davis hat sich dann so ein bisschen gefangen, so in der Verlängerung, aber auch erst vorher war der unterirdisch. Gefoult worden, ja, schenken wir uns wie immer. Torschussvorlagen, Müller 6, Tolisso 4, Costa 3. Auch das wieder ist ein Armutszeugnis, dass hier nicht der Gnabry auftaucht oder auch ein Sané. Ja, da sieht man schon, dass unsere Außen heute komplett daneben waren. Ballkontakte, Kimmich 142, okay, ist ja mit Verlängerung. 142, Hernandez 132, Süle 132. Ja, da sieht man schon, wer oder wo das Spiel stattgefunden hat, ja, wo unsere Ballbesitzzeiten waren. Das war halt mehr hintenrum, mehr Quergeschiebe wie alles andere. Und das gegen einen Zweitligisten, ja. Wir haben vorne keinerlei Geschwindigkeit im Spiel gehabt, keinerlei Kombination mal, immer nur stumpf das gleiche Spiel. Ja, wir haben so eine Phase schon mal gehabt unterm Van Gaal damals, auch unterm Guardiola irgendwann, dass es einfach immer so war, quer, Ballbesitz, keinerlei Bewegung, keinerlei Umschaltspiel, auch wieder dieses halbherzige Pressing heute wieder, wenn 2 Spieler pressen oder 3, der andere Teil der Mannschaft steht, dass dann irgendwann die Spieler, die 2, 3, die dann noch pressen, auch keine Lust mehr haben, ist bezeichnend. Und das hat man heute gesehen. Schüsse insgesamt, Levi 3, Gnabry 3, Kimmich 3. Ja, das so viel zu den Statistiken, Leute. Klar, wir waren dominanter, wie man sieht anhand der Statistiken. Ich weiß gerade nicht, wie rum das hier gezählt ist. Das wird nur 3-mal im Abseits standen, also gefühlt war der Müller zumindest während der 90 Minuten mehr im Abseits wie alles andere. Also, weiß ich auch nicht. Ja, wie ich schon sagte, meine Meinung ist, wir haben das Spiel zu Recht verloren, auch wenn die Statistiken hier für uns sprechen. Ich habe schon im letzten Video gesagt, das wird kein leichtes Spiel in Kiel. Kiel spielt in der 2. Liga um Aufstieg. Nichtsdestotrotz ist das jetzt keine Übermannschaft, die uns an die Wand spielt. Ja? Das haben sie heute ja auch nicht getan, haben es auch nicht geschafft. Aber wenn unsere Außenverteidiger einfach nicht existent sind, ja, da muss man sich nicht wundern. Und das sind sie nicht. Ja? Das waren sie nicht, sagen wir es mal so. Man sieht anhand der Zweikämpfe, es war sogar zwischenzeitlich 60-40 für uns. Ja, dass da die Einstellung gestimmt hat, so was die Zweikämpfe anbelangt. Aber wir haben halt vorne keinerlei Zweikämpfe gewonnen. Also ganz selten mal. Und auch in der Mitte defensiv, da war wieder irgendwie keiner. Ja. Dann gab es mal so eine Phase, wo wir Kiel ein bisschen den Ball gelassen haben. Dann hat der Kimmich immer eine klare 6 gespielt, so 10 Minuten lang. Hat er mir nicht gut gefallen, muss ich sagen. Habe ich auch nicht verstanden, warum dann der Rocker die 8 gespielt hat dann keinen Ballkontakt gekriegt, gar nichts. Das hat sich dann wieder ein bisschen gewechselt. Und in der Phase waren wir dann auch ein bisschen besser. Da hat der Rocker die Bälle ein bisschen verteilt. Ansonsten hat man bei ihm gesehen, ihm fehlt halt noch so der Ablauf, wenn wir im Spielaufbau sind, wo er sich positionieren soll, dass er sich anbietet und sowas. Das hat man schon gesehen. Also ist aber auch klar, wenn der Junge nie spielt. Ja? Und ich denke mal, also mir hat er super gefallen. Wie ich schon sagte, für mich war er der einzige Mann, der dann mal einen Ball in die Tiefe gespielt hat und einen Ball nach vorne gespielt hat und nicht nur quer und nach hinten. Er war der einzige Mittelfeldspieler, wo ich das heute gesehen habe. Und ja, sonst war heute die Taktik, spielen wir den Ball nach außen, schrei denjenigen an, der da außen steht, dass er irgendein Wunderding macht und mal irgendwie eine Flanke bringt und ja,
dass da irgendwas passiert. Ich denke, man hat ganz klar gesehen, erste Halbzeit, dass uns ein Stürmer gefehlt hat. Ja, uns hat ein Stürmer gefehlt. Ich meine, wenn der Gnabry Form hat, ja, kann ich das verstehen, dass man ihn mal als Stürmer aufstellt. Er hat aber aktuell keine Form und er hat auch keinen Bock. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Also er war heute wieder so. Ich weiß nicht, wie oft der Müller ihn angeschrieben hat. Serge, gib Gas, Serge, gib Gas. Und irgendwann hat er gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ich glaub's nicht oder unfassbar oder sowas. Irgendwie sowas hat er gesagt, hat man gehört über die Außenmikrofone. Ja. Das hat's am besten beschrieben. Also Gnabry war wieder so, ich habe keinen Bock, weißt du. Und spielt dann aber, warte, will nichts Falsches sagen. Spielt dann aber 92 Minuten lang. Also, habe ich nicht verstanden. Ja, das Tor hat er gemacht, wow. Das Tor hätte jeder von uns gemacht. Ja, was auch abseits war. Von daher auch bin ich auch der Meinung, von daher auch, dass wir verdient ausgeschieden sind. Ja. Also, das war klar abseits, das war ein halber Meter im Abseits, das müssen die Linienrichter sehen einfach. Ja. Ansonsten bin ich auch dafür pro Stürmer, aber das war eine klare Kiste, das war eine klare Fehlentscheidung. Und ja, so muss man dann auch nicht weiterkommen und sich dann noch irgendwie im Elfmeterschießen bescheißen. Wo der Rocker zum Elfmeter ging, war schon klar, dass er den verschießt. Habe ich schon im Urin gehabt. Ja, weiß ich nicht. Da hätte man auch erstmal irgendeinen anderen Spieler nehmen können, meiner Meinung nach. Aber gut, er hat die Verantwortung übernommen. Er war auch gar nicht so schlecht geschossen, der Elfmeter. Aber der Torwart hat ganz gut die Ecken immer vorhergesehen, muss man auch sagen. Im Gegensatz zu Manu, der nicht einmal in der richtigen Ecke, doch einmal war er in der richtigen Ecke von 6 Mal. Und das war es auch. Ja, gut, aber ein Elferkiller war der Manu noch nie. Ja, das ist meine Meinung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Spieler durch. Da habe ich noch ein, zwei Sachen. Neuer. Ja, Neuer können wir nichts groß vorwerfen. War eine solide Leistung, wie eine 3 geben. Süle genauso. Unsere beiden Innenverteidiger fand ich eigentlich gut. Die haben gut zusammen gespielt. Gerade erste Halbzeit, der Hernandez und so, das hat man gesehen. Er war da präsent, da ist nichts angebrannt. Die Abseitsstellungen haben funktioniert. Die sind immer wieder ins Abseits gelaufen. Das Gegentor, ja, das war halt lächerlich. Da konnten die beiden Innenverteidiger auch nichts für. Der Ball ging über die Innenverteidigung. Und ja, da sind wir beim Buna Saar und ja, da muss ich einfach das Urteil geben, wie ich es beim Choupo-Moting die Saison schon mal gebracht habe. Das ist nicht Bundesliga-tauglich. Das ist nicht Bundesliga-tauglich. Bis zu der Szene ging es eigentlich noch. Danach war gar nichts mehr mit dem los. Also zweite Halbzeit, er hat gefühlt, konnte er nicht mal einen Ball über 3 Meter spielen. Er war in keinem Zweikampf drin. Kein Stellungsspiel, immer weit weg vom Gegner, immer offen die Seite. Ich verstehe es nicht. Unsere Außenverteidiger waren heute beide, auch Alphonso Davies auf der anderen Seite, waren beide nicht existent. Ob nach hinten oder nach vorne. Ja, ich weiß es nicht. Also Stellungsspiel, unterste Kanone. Ja, weiß ich nicht warum. Ich meine, bemüht waren sie. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also aktuell habe ich so das Gefühl, ja, dass mit dem Fitnesszustand, den die Mannschaft hat, wir halt einfach nicht mehr so weiterspielen können. Ich meine, die Gegentore, man sieht, aber wenn wir noch nicht mal die Kraft haben, gegen Holstein Kiel da dann nochmal Akzente zu setzen, ja, da muss man mal überlegen, ob man nicht mal ein bisschen anders spielt und sagt, die Null muss stehen und wir eiern irgendwie vorne irgendwie ein Tor rein, weil wir vorne eine individuelle Klasse haben. Vielleicht sollte man da mal weg von diesem an der Mittellinie stehen und pressen wie ein Idiot, wenn die Mannschaft halt nicht komplett presst. Ja, man hat es heute wieder gesehen, dann kommt ein langer Ball, der alles überspielt. Und vor allen Dingen, wir haben keinen Sechser. Ja. Es ist kein klarer Sechser da. Alles, was da rumrennt, ob es ein Kimmich ist, ein Tolisso, die wechseln sich dann ab beim Spielaufbau, alles gut, da hast du dann einen in der Mitte. Aber wenn wir vorne sind, vorne den Ball verlieren, ist kein Sechser da. Es ist kein Sechser da. Jeder Ball geht dahin, von da aus wird ein langer Ball über die Innenverteidiger gespielt. Ja, hätten wir dann Außenverteidiger, die fit wären, wird das vielleicht gehen, aber die haben wir aktuell nicht. Also sowohl Davies als auch
Saar war unterste Schublade die 90 Minuten lang. Wie gesagt, Davies war dann so eine Verlängerung ein bisschen besser, aber ich denke mal, es liegt auch daran, dass hier dann der Akku leer war. Und Buna Saar war für mich eine 6, Alter. Das war ungenügend. Davies würde ich eine 4 geben, 4 minus. Hernandez und Süle würde ich eine 3 geben, das war okay. Hernandez fand ich gerade erste Halbzeit sehr gut. War der auch versucht hat, mal von hinten aufzubauen, auch mal einen Diagonalball zu schlagen. Ist auch mal gegangen mit dem Ball. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, Leroy Sané, ja, können wir mit Gnabry auf einer Stufe stellen, obwohl ich den Gnabry einen Tacken schlechter gesehen habe. Aber Sané war auch wieder gar nichts. Einfach kein Glück. Immer der letzte Tacken hat gefehlt. Der Unterschied ist einfach, dass Sané nicht so eigensinnig ist. Der Gnabry, ich habe auch mal nachgeguckt, der hat diese Saison noch nicht eine Vorlage, noch nicht eine Torvorlage gegeben. Hat man heute auch ganz klar gesehen. Jedes Mal, wenn er einen Ball hat, hey, wie so ein Idiot, den Kopf nach unten und Hauptsache ich kann irgendwie aufs Tor schießen. Fällt mir gerade sogar die Szene ein, wo er einfach hätte querlegen können auf den Sané. Und dann wäre es das 3-1 gewesen. Verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum der immer wieder spielt. Er hat einfach keine Form und ja, sollte man dann einfach vielleicht mal 2, 3 Spiele draußen lassen. War für mich heute ein Totalausfall. Ja, er war bemüht, so die erste Halbzeit noch. Danach hat er keinen Bock mehr gehabt. Danach wurde er durchgehend von Müller angeschrien, dass er sich bewegen soll, dass er pressen soll. Aber ja, es war ihm auch irgendwo scheißegal. Ja, und torgefährlich oder Offensivaktion, ja, gleich 0, ne? Seine komischen halben Schüsse da mal, ja. Gut, der eine Schuss, der noch halb daneben ging, das war so seine beste Szene. Wie gesagt, das Tor, da konnte er nichts für. Den hätte jeder von uns reingemacht. War für mich eine 5 heute, Gnabry. Leroy Sané würde ich eine 4 geben. War ein schöner Freistoß, aber ansonsten auch sehr glücklos. Aber er hat es versucht, aber auch da so das Spiel nach hinten, das Umschaltspiel. Ja, war genauso schlecht wie bei unseren Außenverteidigern. Also die Außen konntest du komplett knicken bei uns heute. Kimmich will ich eine 3 geben. Hat gerade dann so in der Verlängerung nochmal alles versucht anzutreiben, aber ja, weiß nicht, der Akku ist einfach leer bei den Leuten. Keine Ahnung, war auf jeden Fall noch der ein Lichtblick war so ein bisschen. Musiala würde ich auch eine 3 geben. Kam schwer rein, weil er am Anfang mehr rechts außen gespielt hat. Die ganzen Positionswechsel, die wir in der ersten Halbzeit hatten, da mit Gnabry, Sané, Müller, Musiala, haben irgendwie der Mannschaft mehr geschadet, als wie sie geholfen haben. Zweite Halbzeit hat man es dann gesehen, wenn der Musiala ein bisschen mehr mittig war hinter der Spitzen, dann wurde es auch mal ein bisschen gefährlicher, da konnte er sich ein bisschen zeigen. Hat es versucht, hat 2 Kämpfe auch offensiv gewonnen, einer der wenigen, der offensiv auch mal was gewonnen hat. Wie ich fand, wie gesagt, ich würde ihm auch eine 3 geben. Tolisso, ja, Tolisso war auch okay heute. Er war wenigstens einer der gewollt hat. Ja, von daher kriegt er von mir auch eine 3. Man hat das gerade gesehen bei dem einen Ball, wo er noch hinterher ist, der dann ins Ausgegangen ist. In der Verlängerung. Da hat man halt gesehen, ja, dass er unbedingt will, was man bei vielen anderen heute nicht gesehen hat auf dem Platz. Müller war, ich weiß gar nicht, 70 Minuten lang abgetaucht. Ja. Er war auch wirklich abgetaucht. Das Einzige, was man dann gehört hat, dass er irgendwann, ja, so ab der 60. oder was, jedes Mal den Gnabry zusammengepfiffen hat. Und auch jeden anderen da zusammengepfiffen hat, dass sie mal pressen sollen. Dann wurde er aber stärker. Also dann hat er so ein bisschen die zweite Luft gekriegt. Dann war er aber auch wieder teilweise als Sechser unterwegs und so eine Scheiße. Sehr komisch alles wieder. Also ich weiß nicht, da fehlt mir aktuell so eine klare Struktur. Klar muss er Positionswechsel und so drin haben und so weiter, aber ja, wenn die Fitness vielleicht nicht so da ist oder die Frische so im Kopf oder was, weiß ich nicht, sollte man vielleicht da mal ein bisschen umdenken. Douglas Costa, ja, unauffällig, würde ich sagen. Hat versucht, hat auch mal ein, zwei Offensivdinger gewonnen. Die eine Flanke war unter aller Sau, ansonsten hat er einiges versucht. Ja,
würde ich auch eine 3 minus bis 4 geben. Ja, denke, das passt. Levi, ja, Levi war auch gar nichts heute. Wie würde ich mit Costa gleichstellen? 3 bis 4. Also Levi hat heute keinen Bock. Gefühlt. Also, da hat mir der Ehrgeiz gefehlt zu sagen, ich möchte jetzt noch ein Tor machen. Und gerade dann, wo dann Verlängerung war, habe ich so das Gefühl gehabt, so, ja, jetzt haben wir erstmal alle keinen Bock die erste Viertelstunde. Weil wir waren ja eigentlich schon weiter, wenn man nicht 10 Sekunden vor Ende so ein cooler Tor kriegt. Zweite Halbzeit der Verlängerung haben wir dann nochmal alles versucht, ja, klar. Aber da hat man halt auch einfach gesehen, wir haben keine Durchschlagskraft, keine Ideen. Da war für mich, wie gesagt, der Rocker noch der mal den Ball in den 16er reingespielt hat und den Ball mal nach vorne gespielt hat. Klar, Levi hat viel versucht, auch war wieder rechts außen, war links außen, ja, aber nur wenn er rechts außen ist und dann den Ball da in die Mitte flankt, da war halt keiner. Ja, da war kein Tolisso, da war kein Kimmich. Da war der Tolisso auch schon gar nicht mehr auf dem Platz. Da war kein Rocker, aber der Rocker ist auch nicht der Spielertyp, der da in den 16er reinstößt. Ja, von daher sollte man dann da auch mal überlegen, ja, bleib doch mal lieber in der Mitte, Levi, und lass mal die anderen Leute da außen irgendwas versuchen. Alaba, oder erstmal Pavard sind wir. Ja, hat mich jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Wie gesagt, die Körpersprache, auch wenn man ihnen ins Gesicht guckt, hat man so das Gefühl, so, ja, ich habe eigentlich keinen Bock irgendwie. Weiß es nicht. Hat sich heute keinen Fehler geleistet, oder keinen großen, wenn man mal davon absieht, dass er am 2-2 da die Leute da einfach flanken lässt. Aber das ist ja normal beim Pavard. Der Pavard lässt jeden flanken, der über seine Seite kommt. Der geht ja nicht einmal auf den Mann drauf, um eine Flanke zu verhindern. Das ist seit der ganzen Saison so, ja. Also wenn du ein Pavard da hinstellst, musst du damit leben, dass jeder, der über die Seite kommt, zum Flanken kommt. Ich verstehe das nicht, dass egal, auch der Saar genauso. Jeder auf unserer rechten Verteidigerposition. Der Einzige, der das ein bisschen besser gemacht hatte, war, wo der Süden rechten Verteidiger gespielt hat. Der ist dann mal auf den Mann gegangen, so dass er gar nicht erst zum Flanken kam. Aber jeder, der über diese verkackte Seite kommt, kann einfach ungehindert flanken. Da wird sie einfach ein bisschen im Raum gestellt und das war's. Da wird nicht auf den Mann gegangen, versuchen eine Flanke zu verhindern. Nee, lass doch flanken. Wir haben doch erst 200 Gegentore. Lass doch flanken. Passiert doch nichts. Eieiei, ey. Leute. Verstehe ich nicht. Ja, wie gesagt, unsere Außenverteidiger waren graus. Pavard würde ich eine 4 geben. Danach war es okay, aber danach hat Kiel auch offensiv nichts mehr gemacht. Rocker war für mich eine 3. Wie gesagt, war für mich ein Lichtblick. Auch wenn er 1, 2 Wackler drin hatte, aber man hat schon wieder gesehen, du kannst ihn anspielen. Er hat die Ballbehandlung. Er spielt den Ball dann auch nach vorne und nicht immer quer. Ja, verstehe ich nicht, was der Flick gegen den Spieler hat. Wäre für mich definitiv der Mann auf der 6 oder auf der 8. Nichts gegen Tolisso, aber Tolisso ist für mich eher ein Tacken offensiver. Ja, keine Ahnung, aber anscheinend sind die Fähigkeiten nicht wirklich gefragt. Alaba, ja, ob der auf dem Platz war oder nicht, ich denke, das hat keinen Unterschied gemacht. Ja, er hat dann nochmal diese eine Chance da gehabt, hat auch nochmal ein bisschen versucht anzutreiben, hat Levi da zusammengefaltet, was den Levi auch nicht wirklich interessiert hat. Ja, keine Ahnung. Wie ich schon sagte, von alles diese Faktoren, wir haben verdient verloren. Ja, muss man einfach so sagen. Ich hatte halt das Gefühl so, die halbe Mannschaft will halt einfach nicht. Hatte nicht den Willen, heute zu laufen, an die Schmerzgrenze zu gehen. Ne? Weiß nicht, ob die nicht motiviert waren, wie auch immer. Ich denke, das wird jetzt noch schwieriger werden für uns. Es kann sehr gut sein, dass wir jetzt in ein Loch fallen. Weil man jetzt sieht, so, ja, ein schlechtes Spiel oder ja, das zweite unnötige Spiel und ein Titel ist futsch. Ja, das kann halt sein, dass die Motivation dann noch ein bisschen fällt. Wie gesagt, wir haben alles gewonnen. Ich denke, die Motivation wird noch mal im Februar da sein, wenn es um den Weltpokal geht, weil das so ein Ding ist, was man halt nicht jedes Jahr spielt. Aber ansonsten, ja, ich meine, Champions League waren sie übrigens immer motiviert. Ich denke, das wird auch weiterhin so sein.
Ja, wir werden es jetzt in den nächsten beiden oder die nächsten 3 Spiele oder 4 Spiele sogar sehen, denke ich. Oder wir können auch noch Hertha und Bielefeld dabei nehmen, dann sind es 6 Spiele. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Freiburg, dann spielen wir in Augsburg, dann spielen wir in Schalke, dann spielen wir zu Hause gegen Hoffenheim, dann in Berlin gegen Hertha, dann zu Hause gegen Bielefeld. So, ich denke, anhand dieser 6 Spiele wird man sehen, wo die Reise hingeht, weil das müssen in der Regel 6 Siege sein. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Das muss man so klar sagen. Klar, hätte Hoffenheim jetzt eine gute Form oder Hertha eine gute Form, könnte man da mal ein Unentschieden verkraften. Aber ansonsten, wenn die Motivation da ist, Meister zu werden, müssen da 6 Siege her und fertig aus. Wir werden das jetzt schon sehen gegen Freiburg. Freiburg hat eine gute Form, ne? Formstärkste Mannschaft, wenn man die letzten 5 Spiele nimmt. Die letzten Spiele haben wir uns auch immer schwer getan gegen Freiburg. Genauso wie auch gegen Augsburg, was danach kommt. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel am Sonntag. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich bin auch sehr gespannt, wo der Alaba aufläuft. Ich würde einen Alaba als linken Verteidiger aufstellen. Davies ist im Moment, ja, kein guter Verteidiger. Sehr schlechtes Stellungsspiel. Nach vorne verliert er jeglichen Ball. Jeden Ball, den er hat, spielt er zurück. Jeden Ball oder 80% der Bälle, die er kriegt, spielt er entweder auf den Innenverteidiger zurück, was heute Hernandez war, oder er versucht, den defensiven Mittelfeldspieler anzuspielen, der dann direkt gepresst wird von 2 Leuten. Was heute Kimmich war, Tolisso war, der 2-3 Mal gemacht und der Ball war dann auch weg. Also ich glaube, ich habe 2 Szenen gesehen, wo er mal versucht hat, den Ball nach vorne zu spielen auf den Spieler, der außen steht, oder mal an einem Mann vorbeizugehen oder sowas. Ja, also von daher, das soll gar keine harte Kritik sein. Ist ein junger Spieler, hat eine gute Form gehabt und so weiter. Aber es zieht sich halt komplett durch die Mannschaft, ja. Aber das ist auch klar. Das habe ich ja schon gesagt. Die Belastung ist halt einfach too much. Dann heute noch das Wetter, der Schnee und wir wissen alle, ja, es sind alles Heidi-Teiti-Profis. Und wenn dann da so ein fickriger Zweitligist kommt wie Kiel, die sich die Lunge aus dem Hals kämpfen und rennen, ja, dann passiert halt sowas, wie es passiert ist. Ja. Was man natürlich hätte vermeiden müssen, also das Gegentor 10 Sekunden vor Schluss oder mit dem Schlusspfiff, ja, darf halt einfach nicht passieren. Aber so ist Fußball, ne? Und wie gesagt, aus meinen Augen nicht unverdient für Kiel und daher Glückwunsch an Kiel. Und ja, ich bin gespannt, wie es Sonntag weitergeht. Ich denke, das wird ein wegweisendes Spiel sein. Also die nächsten 3 Spiele, auch Augsburg und Schalke danach. Ich denke, wenn wir uns jetzt wieder fangen, die 3 Spiele gewinnen sollten und vielleicht auch mal irgendwie ein Zu-0-Spiel spielen sollten, was ich mich mal nicht traue auszusprechen, ja, dann kriegen wir vielleicht die Kurve, weil dann so wieder so eine Erfolgswelle einen ein bisschen mitträgt, ja, auch vom Kopf her, denke ich. Aber wenn wir jetzt gegen Freiburg auch nicht gewinnen sollten, auch wenn es so ein Unentschieden ist, wirst du in so einen Negativstrudel kommen. Und das wird den Kopf, der eh schon müde ist, noch mehr belasten. Ne? Das ist ganz normal. Und ja, wir werden sehen. Von daher bin ich gespannt auf das Spiel gegen Freiburg. Gerade weil Freiburg auch eine gute Form hat. Nichtsdestotrotz ist es halt ein Gegner, genauso wie Kiel, den du eigentlich schlagen musst. Und zwar klar und deutlich, jetzt vielleicht nicht vom Ergebnis, aber dann vom Spiel her. Aber wie ich schon sagte, ja, die Aufstellung, also den Saar zum Beispiel, den hättest du halt nach 45 Minuten auswechseln können. Also der Pavard kann nicht schlechter sein. Also. Oder vielleicht hättest du wieder irgendwas anderes versucht, hättest einen Boateng aufgestellt, hättest einen Süle dahingestellt, dann wäre die Seite wenigstens defensiv dicht gewesen. Offensiv hat ein Pavard, hat ein Saar auch nichts gemacht. Das hätte der Süle auch hingekriegt. Das wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Aber klar, wenn er jetzt sagt, er möchte den Süle und Hernandez mittig einspielen, bin ich da ganz bei ihm. Man kann es auch einen Boateng als einen rechten Verteidiger hinstellen, hat er auch schon gespielt. Ja. Kann auch nicht schlechter sein. Des Weiteren hast du einen Javi Martinez, den hätte du einfach auch mal ins defensive Mittelfeld stellen können. Ja. Der hätte halt einfach ein bisschen Stabilität reingebracht. Auch wenn das heute nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, weil Kiel jetzt nicht so wirklich viel offensiv gemacht hat.
Außer da, wo wir ihnen den Ball überlassen haben, wo wir uns zurückgezogen haben, was in meinen Augen auch okay war, aber dann darf halt so ein Ding nicht passieren, wie es passiert ist. Ja, aber das wäre halt auch eine Variante gewesen, dass man halt sagt, wir spielen mit einem klaren Sechser, der dann halt auch wirklich auf der Sechser-Position ist und dann zur Not zwischen den Innenverteidigern steht und das als defensiver Mann, so dass dann vielleicht auch mal ein Süle mit rausrücken kann und dann ein Martinez sich fallen lässt als Innenverteidiger. Das ist halt was anderes, als wenn das so ein Kimmich oder ein Tolisso macht. Ne? Meiner Meinung. Aber gut. So, jetzt möchte ich gar nicht noch viel weiter schnacken. Ich habe schon eine halbe Stunde geschnackt, schon viel zu viel. Ja, wie ich schon sagte, Fazit bleibt für mich verdient verloren oder nicht unverdient verloren, auf jeden Fall. Aber unnötig. Ja, genauso wie das Spiel in Gladbach. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel Sonntag. Ich denke, das wird den Weg für die nächsten Spiele zeigen, weil Schalke wird heiß sein. Je nachdem, wie es das Spiel jetzt läuft. Augsburg ist auch immer heiß im bayerischen Derby. Hoffenheim und Hertha haben uns auch schwer getan, die letzten Spiele. Also von daher denke ich, wird das jetzt schon nochmal so eine... Bisher müssen wir uns nichts vormachen. Bisher war der Charakter einwandfrei der Mannschaft. Aber das hat jetzt einfach nach der Pause, ist es einfach gebröckelt. Muss man so sagen, ja. Was jetzt gar nicht so ein Vorwurf sein soll, was halt einfach auch menschlich ist. Dass man halt einfach mal müde vom Kopf her ist und nicht immer jedes Mal... Ich meine, okay, heute haben wir auch wieder geführt. Das muss man auch mal sagen. Wir sind also kein Rückstand hinterhergelaufen. Ja, aber man sieht halt einfach, wir haben nicht die Konzentration, wir haben nicht den letzten Willen, zumindest in der Defensive. Und ja, ich denke, da muss jetzt einfach mal was passieren. Mein Ratschlag wäre, oder mein Wunsch, ich würde einen Alaba als linken Verteidiger stellen, der Hernandez dann als Innenverteidiger daneben den Süle. Und als rechten Verteidiger stellt den Boateng oder tauschen Boateng mit dem Süle, dass er Boateng Mitte spielt und Süle rechten Verteidiger spielt. Einfach, dass hinten mal eine stabile Viererkette steht. Und dann vielleicht nochmal wirklich einen defensiven Mittelfeldspieler stellen. Wenn wir wirklich immer so hoch spielen wollen und so pressen wollen, so dass halt dann 3 Mann hinten sind, weil die Außenverteidiger, die pressen ja auch immer bis zum geht nicht mehr und stehen dann da und stehen dann irgendwie 20.000 Meter weg, wenn ein langer Ball kommt. Und dann hättest du wenigstens noch einen dritten Mann da hinten. Das wäre so meine Idee. Ja, wie ich schon sagte, ich denke halt einfach, das liegt an der Frische. Ja, an der Frische der Mannschaft, ob jetzt vom Kopf her, ich denke mehr vom Kopf wie vom Körperlichen her. Aber mit dem Fitnesszustand, wenn ich jetzt hier mal hochscrolle, ja, ich sehe hier kein zu 0, Alter. Ja, gegen Lok Moskau, die offensiv gar nicht viel stattgefunden haben. Also, ja. Von daher sollte man jetzt mal irgendwas ändern. Und vielleicht sollte man auch einfach mal Ecken trainieren, was ich schon seit Anfang der Saison erzähle. Ja? Weil wir hatten heute wieder 15 Ecken. Da hätte man mal ein Tor raus machen können und dann wäre die Sache durch gewesen beim 3-1. Oder auch jetzt in der Verlängerung hatten wir alleine 5 oder 6 Ecken. Da hätte man auch mal das 3-2 machen können. Und Elfmeterschießen somit vermeiden. Aber ja, da wird einfach nach Schema F irgendwas reingeflankt und da passiert halt nichts. Ja, und das für eine Mannschaft auf unserem Niveau ist das sonst vielleicht nicht so kriegsentscheidend. Aber wenn man halt nicht die Form hat, nicht die Frische hat, können halt Standardsituationen entscheidend sein. Und dann sollte man da einfach mal den Fokus drauf legen. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. So, Leute, haut rein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Sonntag bzw. Montag dann wieder. Bleibt gesund und nehmt es nicht zu schwer. Ja, man kann nicht jedes Jahr 3 Titel holen, ja. Und bin gespannt, ob wir überhaupt einen holen dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich denke, das wird... Ja, die nächsten 2, 3 Spiele werden die Richtung zeigen für die Bundesliga, denke ich. So, das war's von mir. Haut rein. Tschüssi.